Was mache ich jetzt bloß als nächstes? Ich glaube, es wäre echt am besten, wenn ich erstmal zu einer Kakariko gehe. Ich kann sowieso erstmal noch kurz an der großen Vieh vorbeischauen, noch ein Bild schießen und diesem Yami, keine Ahnung, mal schauen und dann werden wir nochmal bei Nakalas vorbeischauen. Auch erstmal die, ich glaube die Drachenschub war das irgendwie etwas, genau. Dann bin ich hier noch und so und ja, wird schon gut gehen. Hier irgendwo müssen auch noch ein paar Schreine sein. Ja, Schreine, genau, wir dann zur Sterne der Göttin gehen. Okay. Ein Schritt nach dem anderen. Ja, ist echt so, wa? Du willst im Prinzip auch eine Story voranschreiten, machst ein Ding nach dem anderen, dann kommt noch dazwischen irgendetwas und du siehst, oh, da kann ich auch noch machen und das noch und das noch. Aber vor allem wollen wir eigentlich Ganon besiegen und Zelda befreien. Und natürlich auch die Rest von Titanen noch befreien. Also, ja. Die Welt von Breath of the Wild ist echt verdammt groß. Und gibt viel zu tun. Bin mal gespannt. Das mit dem Yumi. Da sehe ich ihn eher weniger. Aber so müsste doch eigentlich klappen. Ein Rumi, genau. Alles klar. Fangen selbst nicht vergessen, das ist bei dem Ding gar nicht möglich. Voll erschrocken? Was ist das jetzt gerade? Das war ja ganz seltsam. Feen hat's keine. Nee, wie zu erwarten. Schleichglöckchen. Viel mehr davon. Ich glaube, zu viel kann man nie haben. Davon glaube ich auch eher weniger. Ein paar Fit-Karotten, wenn ich noch ein bisschen fitter bin. So fit, wie es nur irgendwie möglich geht. Juhu, lange nicht mehr gesehen. Sehr grüß. Na, dann kleiner verstärken. Wenn es geht, ja. Du kannst jetzt das nochmal an die Brockenhauer, genau. Und los. Dass ihr immer so übertreiben müsst. Na, das soll mir möglich zu sein, war. Komm, wenn du neue kleine Materialien hast. Wenn du meine Schwester geholfen hast. Bis später. Tschüssi. Ja, du mich auch. So, jetzt haben wir die Kapuze auch. Ja, das gefällt mir doch. So, was wollte ich jetzt genau machen? Nein, genau, zurück ins Dorf. Zurück in Kakariko. Hier wollte, glaube ich, sonst nicht mehr was von mir. Der gleiche halt an wie immer. Du hast sonst keine neuen Tipps, wa? Ganze die Zeiten. Nee, der hat sonst nichts mehr. Das Huhn, das irgendwie auch nicht. Du hast auch nichts, wa? Tiger? Was wissen? Ja, der Bedrohung angesehen. Den habe ich schon so wie wir. Hast das Königreich Ganon an. Ein Tiger genannt. Gar nicht im Weg stehen, ist aber da draußen. Daher bin ich vorsichtig. Naja, also die Technologie mit dem Wächten und Titan ist natürlich schon ziemlich beeindruckend. Ja, ich hätte ein bisschen mehr Ausdauer gerne.
Vielen Dank, verehrte Göttin. Bring den Frieden zurück nach Hyrule. Ja. Ich habe doch den Satz schon gehört. Dann mal bei Impa vorbeischauen, mal gucken, wie es ja geht. Ist ja auch schon über, ja, sicher mehr als 100 Jahre alt. Impa. Oh. Das Schwert hat der Meister gefunden. Ich wusste, wir würden es schaffen. Das heilige Bandschwert und du, ihr bildet ein Gleichgewicht. Ohne dich ist es nur ein Stück Metall. Auch du kannst unter das Schwert nicht deine ganze Kraft entfalten. Die Prinzessin hat euch beiden die Zukunft unserer Welt anvertraut, da sie Hoffnung nicht enttäuschen. Was ist das? Du bist auf gutem Weg, die Bitte der Prinzessin zu erfüllen. Indem du die Seelen der Titanen befreist, schwärst du gleichzeitig die Macht des Bösen. Ich bin sicher, die Prinzessin spürt, was du vollbracht hast. Es bleibt dir noch der Titan Vamedo, der Rivale vom Volk der Orden befehligte. Auch den Titan Varaudania muss noch finden. Der Gerone Daruk befehligte ihn. Ja, ich weiß, Impa, ich weiß. Weil sowieso demnächst zu den Geronen gehen. Ich soll so Hinweise empfinden, was noch bevorsteht. Du bist Zeldas, nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Es gibt kein Zurück mehr. Folge deinem Schicksal, erfüll dein Schicksal. Du weißt schon. Naja, ich weiß. Ich mach das. Diese frechen Türen, ey. So. Das ist jetzt so weit gemacht. Athena-Institut, da muss ich eigentlich nicht mehr hin. Die können wir sowieso nichts machen. Jetzt mal Karl-Institut noch ein paar antike Pfeile holen. Warum eigentlich nicht? Ich finde es aber cool, dass Impa jetzt trotz allem immer noch ein bisschen was anderes sagt. Weil man sagt, welche Titanen noch fehlen und so. Das Masterschwert eingeht, nur mit den Erinnerungen noch nicht, aber ja, da war vermutlich erst alle 12. Und das kann auch ein bisschen dauern. Naja, wird schon. Wächter, alle tot. Immer noch gut. Im Betrieb. Ja. Willkommen. Mal 5. So. Das war aber auch genug. Geld eigentlich auch. Mal 5. Und natürlich auch mehr Federn benötigen. Ja, das. Ist natürlich auch günstiger. Ja, mal 2 natürlich dann. Für 600. Ja. Die könnte ich auch machen, aber kosten so verdammt viel in der Rüstung erst recht. Gerne. Piep, 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 bitteschön und weiter. Okay, noch davon. So langsam sich die Achsen aus, aber ist egal. Das ist sicher dann neue. Der Rest wird soweit alles noch gehen. Das ist aktuell noch. Noch ein paar riesige Reaktorkerne und so. Waffen. Ja, wenn natürlich kaputt gehen, wird es mich umso mehr ankotzen. Die Rüstung ist vielleicht intelligenter. Aber jetzt überhaupt. 17. Ja, mit der Zahl ist noch was anfangen. Ein paar Eispfeile ein bisschen einfrieren. Ja, geht auch. So. Das auch. Epona war noch da unten. Ich könnte aber eigentlich mal mich auf den Weg dahin machen. Markiert habe ich es ja. Ja, genau. Das kann es eigentlich nicht sein mit dem Pferd, ja? Wobei da durchs das Wasser in den Sumpf zu gehen. Dann müssen wir erstmal Brownie hier abholen. Ich weiß nicht, ob das so intelligent wäre. So. Da waren sie ja auch schon den Schrein. Und du lebst ja auch noch. Sorry, keine Zeit.
Das muss es sein. Mann, ihr nervt. Ja. Sind noch eine Weile eingefroren. Nein! Ah! Mist, aber jetzt. Moment! Kommt keine mehr hoch. Oh, jetzt sind sie nicht mehr eingefroren. Yeah! Surfing, Surfing, Surfing! Oh yes, da geht's noch viel schneller. Irgendwo dagegen. Ja. Rutsche. So viel dazu. Entschuldigung. War ein Testschuss. Gefrorenes Edelwild. Das wird so auch. Okay, interessant. Oh. Super, wo muss der Schrein so weit oben sein? Ja, da muss ich mal erklettern, wenn ich da bin. Sorry, Kumpel. Du warst mir ein bisschen im Weg. Na, lebst du noch? Lebst du noch? Wir können mal mein Schwert testen. Du lebst nicht mehr. Schade. Tja. Was ist denn das hier oben für ein Friedhof? Weg bin ich echt nicht mehr. Ist da noch ein Gebiet? Hm. Du bist auch tot. Ah, jetzt, wenn man einen Lebendigen brauchen können, sind natürlich alle schon hinüber. Das sieht aber auch seltsam aus. Ja, das scheint mir doch irgendwie so ein Krog zu sein. Habe ich noch irgendwo... Hat doch keinen Hammer mehr. Zweihandwaffe doch vielleicht doch lieber noch ein bisschen gebrauchen. Tja, was mache ich da? Toll. Na, schon besser. Ah, gut. Wenn es doch nicht irgendwie so geht, dann, ich halt mal flink da raus, vielleicht sogar. Mhm. Auch anders machen. Na, geht's wieder kaputt. Ist mir doch egal. So. Ja, so irgendwie klar. Du hast mich entdeckt, Mann. Sammelbeginn von vorne. Der Todesberg also. Na gut. Da ist der Schrein. Ja, und dann doch irgendwie hinklettern könnte. Blau und Schwarz. Lohnt es überhaupt, gegen die zu kämpfen? Nee. Aha.
Hat es hier irgendwo einen Fels in der Nähe? War da oben irgendwo? Nee, da ist irgendwie auch nichts. Das ist wieder so ein kleiner Krog versteckt. Ohne Felsen wird es schwierig, ihn da hervorzuholen. Naja. Jetzt frage ich mich bloß, wo geht's denn da noch lang? Sieht irgendwie sehr gefährlich aus. Irgendwie auch sehr seltsam. Egal. Welcher Schier kam bloß auf die Idee, hier oben einen Schrein hinzupflastern? Ah. Manometer. Ideen muss man haben. Tja, auf alle Fälle ein interessanter Weg, aber wenn man sich vorstellt, von unten nach oben zu klettern, brauchst du ja mehr als 2 Aus... Ne, da brauchst du von etwa 4, 5 Ausdauerbalken, bis du da oben bist. Mein Name ist Sunakai, du hast die Prüfung bestanden. Sunakai Segen. So. Hier geben wir uns sonst nichts mehr. Was haben wir hier noch Schönes? Ein Feuerschwert. Das finde ich jetzt aber geil. Hat viel mehr Haltbarkeit. Das ist aber auch eigentlich die Feuerlanze nicht mehr. Natürlich auch ein bisschen Power. Jawohl. Ich habe jetzt das Zweihänder alles. Ich habe den Zweihänder, ich habe den Zweihänder. Winkling ist auch ein Zweihänder. Königszweihänder natürlich noch. Gar nicht mal so doof. Irgendwie cool. Du hast die Prüfung gemeistert, du bist der auserwählte Held. Du hast es bewährt. Dankeschön. Mein Dienst ist erfüllt, möge die Götten dir beistehen. Also letzten 4 oder 5 Schreine, alle irgendwie, ja, nichts mehr gemacht, einfach nur durchmarschiert, fertig. Hat ja schon was für sich. Übrigens noch 6 Schreine, Leute. Dann haben wir endlich die Hälfte aller Schreine Breath of the Wild gemeistert. Und das sind kaum 90 Parts. Also sprich mit unter anderem. So, wenn ich schon mal hier bin, wo ist jetzt dieser Kilton? Der soll ja auch hier irgendwo sein. Ja, lieber Stück für Stück. Vorwärts. Obwohl, ja, eigentlich müsste er... Ja. Da ist die Frage, wo ist er? Da ist nur eine Nacht hier. Viel mehr sehe ich nur in der Nacht. Das könnte natürlich auch sein. Ja, können wir mal hier ein provisorisches Lager aufschlagen. Ich habe doch ein paar, viele sind es zwar nicht, ein paar müssen es sein, die ich habe. Hier.
Ja. Kann sich sehen lassen. Aber mal bis später. Feuer wieder aus. Und es regnet. So. War der vorhin auch schon da? Vorhin gar nicht gesehen. Das soll also das ominöse Kilton sein. Okay. Oh. Nur so ein Hylianer. Dankeschön, wer bist du? Hä? Ich? Das kann ich mir wohl vorstellen, wa? Ich bin Kilton. Ich glaube, du hast das Gerücht mit meinem Monsterladen gehört und bist deshalb hergekommen. Ja, eigentlich schon, aber was ist ein genau Monsterladen? Tut mir leid, im Moment bereitet der Monsterladen gerade noch auf die Eröffnung vor. Wo sind meine Manieren? Hier ist meine Karte. Kauf Monstermaterialien zum guten Preis. Monsterladen Kilton. So, gib mir die Karte doch bitte zurück. Aber sag mal, magst du Monster? Nee, ich hasse sie. Das kann ich nachfühlen. Tu wie wenn man eins verpasst bekommt, nicht? Dann war es wohl doch kein Schicksal, dass wir uns getroffen haben. Ups. Entschuldige mal. Was fällst du unter? Ah, du bist es nur. Das ist doch ein Schreck, Mann. Besonders gerne. Ich mag sie schon. Hoho. Magst du sie? Sogar sehr. Also, ich liebe Monster. Tut mir leid, es ist wieder mit mir durchgegangen. Also es ist so, ich liebe es, Monster zu studieren. Deswegen habe ich mir einen Monsterladen einfallen lassen. Ich überlege gerade, in welchem Dorf ich meine monströsen Forschungen fortsetzen sollte. Gagrik oder Hateno vielleicht? Im Dorf der Ornia, der möglicherweise im Dorf der Zoras? Das weiter weg können ja auch Gerudostadt oder Angelstedt in Sinn. Ich bleibe einfach hier in der Nähe von Makala-See, da könnte ich schneller weiter forschen. Ja, wenn ich daran denke, bin ich schon ganz aufgeregt. Auf zu einer Monster-Studienreise. Wir sehen uns sicher mal wieder nachts bei einem Dorf. Aber verschwunden. Ganz seltsamer Typ. So, das hier wieder löschen. Also gefunden hätte ich ihn soweit schon mal. Jetzt wollte doch irgendeiner, weiß bloß nicht mehr, wer es war. Moment, das war nicht das. Irgendeiner wollte doch irgendetwas. Ja, gut, das war von wohl, genau. So was anderes. Irgendeiner wollte doch. Stall von Ostakala. Mal gucken, ob der Typ noch da ist. Wann ist Ostakala schon da? Hier. Ja, definitiv ein ganz seltsamer Typ. Ganz seltsam. Aber hey, was soll's nicht, wahr? Mit dem ersten Upgrade bei der Göttin, was soll ich denn da holen? Noch ein bisschen mehr Ausdauer? Vielleicht schon. So, was macht die hier, die? Ah, nein. Ah, die blaue war was Beruhigendes. Bitte macht sie nicht aus. Nö, hat er nicht vor. Alles in Ordnung. Siehst du das? Hereinspaziert. Übrigens, also knackig in weich, ist das nur verkraft. Du sollst mal einen Ostakala Kloß und Style versuchen. Klar. Ich dann verwenden, wir müssen gleich heressen, dass es in Ordnung für dich ist. Klar. Kein Problem. Ah. Und? Lecker, oder? Wird nicht unbedingt viel leckerer als etwas anderes, aber... Ah, Hund, die habe ich gesucht. So ganz dringend das. Was ist über Kilton? Nee, ich hab genug. Nicht weg, wenn wir genau was machen können. Oh. Ein genaues Bild. Hehe.
Super. Ja, das haben wir jetzt leider verpasst. Ja, dann muss ich halt noch ein bisschen warten, bis wir das nächste Mal sehe oder ein Foto gemacht habe. Wobei, er hat sich immer zum ersten Schluss mir umgedreht. Hat eigentlich erst dann gesehen, zunächst ja gar nicht. Verdammt. Naja. Zurück in den Walter Crocs. Das lief jetzt natürlich ein bisschen bescheuert, war, dass er jetzt genau das Bild hätte können beschreiben, aber nicht, weil wir natürlich ein Bild von ihm haben, aber wie? Wir haben nur von hinten gesehen und mit ihm gequatscht haben von vorne und dann war es eh zu spät, ein Bild zu machen, ist er wieder abgehauen. Muss also warten, bis er irgendwo in der Stadt auftaucht. Welcher wollte jetzt ein Bild von dem Rumi haben? Das war irgendeiner von den kleinen Crocs hier. Was ist eigentlich? Ja, war einer hier drin. Was? Markus macht das schon. Mhm. Immer noch. So. Hey, was haben wollte? Klar. Hier, schau mal. Ein Rumi. Aber, ist etwa ein Rumi? Jep. Er Leute noch mehr als ich gedacht hatte. Vielen Dank, werter Held. Ich bin überaus zufrieden. Ja, mir auch etwas ganz Tolles. Dankeschön. Oder? Auf seinen Rumi dann Pfeil sind die Rubine erstmal gelöst. Ein Pfeil. Das heißt, ich soll den abschießen. Okay, danke für den Tipp. Du Tierquäler. Ich dachte, die werden in die Kinder des Waldes und mit allen irgendwie vereint und so, aber da bin ich nur getäuscht. Okay, was sonst kann ich etwas? Und Südakala geht zu Glimon, hör ja zu. Kann ein anderes mal noch machen. Jetzt eigentlich echt mehr Bock drauf, ein bisschen hier den Wald zu erforschen. Am besten mit Epona vom Thuner Welt aus und hier rüber und so. Ja, warum eigentlich nicht? Ein Rumi, sprich so einen kleinen, unschuldigen Hasen mit Pfeil abschießen. Ja, läuft, wa? Mhm. Kann man ja mal machen. Und man sollte, ist ein anderes Thema. Oje, oje, oje. Was geht hier bloß ab, Freunde?